meine Damen und Herren. Mein Thema ist die wertigkeitsbezogene oder kulturelle Identität einer Sprache im Verhältnis zur genetischen oder typologischen Identität, am Beispiel des Kroatischen. Radoslav Katičić hat in der Sammlung seiner Aufsätze Novi jezikoslovni ogledi im Text Identitet jezika, dem Modell der einheitlichen Identität, ein innovatives Modell der zusammengesetzten Identität einer Sprache, gegenübergestellt. Jede Sprache ist ein Kommunikationssystem und als solches hat sie eine typologische oder deskriptive Identität. Sie hat aber auch ihre Geschichte und ihren Ursprung und so hat sie auch eine genetische Identität. Eine Sprache drückt aber auch Werte aus. Sie kann gepflegt oder vernachlässigt werden. Sie kann einige Inhalte schön oder hässlich der Kultur eines Volkes oder seiner Sprachgemeinschaft angemessen oder unangemessen ausdrücken. Und so hat sie auch eine wertigkeitsbezogene oder kulturelle Identität. In dem genannten Sinne kann man vom Französischen oder Russischen als solchen Sprachen sprechen, bei denen die genetische Identität mit der typologischen oder wertigkeitsbezogenen Identität übereinstimmt. Um diese Sprachen zu identifizieren und von anderen Sprachen zu unterscheiden, kann das Modell der einheitlichen Identität genügen. Zieht man jedoch das Kreolische in Betracht, kompliziert sich das Bild. Genetisch ist das Kreolische mit dem Französischen identisch. Typologisch hingegen ist es eine andere Sprache. Eine andere Schwierigkeit zeigt sich, wenn man Niederländisch und Deutsch vergleicht. Also an solchen und ähnlichen Beispielen zeigt es sich, dass ein Modell der zusammengesetzten Identität der Sprachen besser der Wirklichkeit entspricht als das Modell der einheitlichen Identität. Anhand dieses Modells der zusammengesetzten Identität, das Katičić in genannten Aufsatz nicht auf das Kroatische angewandt hat, werde ich meinerseits versuchen zu zeigen, wie hilfreich die Einführung des wertigkeitsbezogenen Kriteriums der sprachlichen Identität bei der Betrachtung der Besonderheit der kroatischen Sprache in Bezug auf die ihm verwandten Sprachen sein kann. Die kroatische Sprache scheint auf den ersten Blick in ihrer Geschichte kaum eine klare Identität gezeigt zu haben. Sie hatte nicht einmal einen unzweideutigen Namen. Die kroatischen Lexikographen und Grammatiker nennen es auf Latein regelmäßig Lingua illyrica und auf Kroatisch Jezik slovinski oder slovenski. Auch Hrvatski, aber meistens nur als Bedeutung von Illyricus. Noch im 19. Jahrhundert benutzten die Illyrier und die Zagreber Philologische Schule diese drei Hauptbenennungen, Ilirski, Hrvatski und Slovenski. Man könnte aus der Literatur weitere Beispiele für die Benutzung dreier Bezeichnungen für die Sprache anführen, aber es ist wichtiger zu erklären, woher diese Hauptbenennungen stammen. Das Adjektiv Slovinski stammt aus der glagolitischen Tradition des kirchenslawischen Schriftums in kroatischer Redaktion. Die erste kroatische slawische Schriftsprache hieß Jezik slovinski oder slovenski und fußte auf der kyrillo-methodianischen Tradition. Die Sprache der weltlichen mündlichen Literatur wurde mit der Zeit in verschiedenen Mundarten geschaffen und hieß am wahrscheinlichsten Hrvatski. Und deshalb scheint diese Benennung auch in der säkulären Literatur in der Volkssprache, wie bei Marko Marulić, Petar Zoranić und Dominko Zlatarić auf. Die Benennung Lingua illyrica stammt von den kroatischen Humanisten aus der Zeit, in der sich die gebildeten Europäer im 15. Jahrhundert und später nach den Völkern, die ihre Heimat in der Antike bis zur Völkerwanderung bewohnten, zu benennen pflegten.
So nannten sie die Franzosen Galli, die Portugiesen Lusitani, die Deutschen Germani und die kroatischen Humanisten eben Illyrii. Eine solche Benennung bietet dem gelehrten Autor einen schon bestehenden Namen, der sich stilistisch am besten in einen lateinischen Text passt. Diese verwirrende Vielfalt, im Wesentlichen Dreiheit der Benennungen, kann eigentlich als Schlüssel der wertigkeitsbezogenen Identität der kroatischen Sprache dienen. Es handelt sich um drei Fäden, aus welchen die kroatische Literatursprache geflochten ist. In der Geschichte der kroatischen Literatur kann man klar die kroatische Volkssprache, die in verschiedenen Mundarten erscheint und in welcher sich die mündliche und später weltliche Literatur ausdrückte, einerseits, dann die slawische Schriftsprache, die zuerst vor allem liturgischen und religiösen Zwecken diente und sich erst danach den weltlichen Zwecken, wie für die rechtlichen Urkunden und einige intellektuelle Belange, anpasste, andererseits. Und drittens, die am reichsten entwickelte internationale Literatursprache Westeuropas, Latein, in welchem der größte Teil der kroatischen Literatur bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts verfasst wurde. Diese drei Sprachen bestanden aber nicht nur nebeneinander, sondern haben sich gegenseitig auch tief beeinflusst. Die slawische Schriftsprache Slovinski oder Slovenski diente als Rahmen und Basis des schriftlichen Ausdrucks immer neuer Inhalte. Die Volkssprache, Hrvatski, durchdrang phonologisch, morphologisch, lexikalisch und phraseologisch immer mehr diese Schriftsprache und verwandelte sie stufenweise in die kroatische Redaktion der slawischen Schriftsprache und schließlich in die kroatische Schriftsprache. Das Latein diente vom Anfang im 9. Jahrhundert bis zum 19. Jahrhundert als Maßstab der großen Möglichkeiten einer völlig entwickelten Literatursprache und der Forderungen der internationalen europäischen Kultur. Deshalb beeinflusste das Latein die kroatische Schriftsprache in vielen Bereichen, besonders in der Syntax, Phraseologie, Stilistik, Poetik, sowie im Bereich der Wortbildung und der Terminologie. Einerseits bedienten sich manche kroatische Autoren der kirchenslawischen und der lateinischen Sprache in gleichem Maße, Georg von Slawonien, Nikola von Modroš, oder verfassten ihre Werke auf Latein und Kroatisch, Marko Marulić, Andrija Kačić-Mijošić. Andererseits beschrieben bis zum 19. Jahrhundert alle Lexikographen und Grammatiker die kroatische Sprache in ihren lateinischen Werken. Es ist für alle kroatischen Lexikographen auch typisch, dass sie in ihren Wörterbüchern praktisch nie die lateinischen und italienischen, deutschen oder ungarischen Wörter ausleihen, sondern kroatische Wörter suchen oder nach den Regeln der Wortbildung kreieren. Also der traditionelle kroatische Purismus wurzelt also, so wie einst in der Antike der lateinische Purismus, nicht in irgendeiner Verschlossenheit oder Intoleranz, sondern im Gegenteil, in der Mehrsprachigkeit und kreativen Herausforderung des lateinischen Vorbilds und jenes der anderen einbezogenen Sprachen. Deshalb diente neben der Literatur auch die kroatische Lexikographie der Entwicklung und Bereicherung der kroatischen Literatursprache. Nehmen wir ein paar Beispiele. Also das erste Beispiel, die Beziehung zwischen Latein und Hrvatski als Lingua Illyrica. Die Beziehung zwischen der kroatischen Literatursprache und dem Latein lässt sich an Beispielen aus der kroatischen Renaissance und späteren Literatur darstellen, in welcher man versucht hat, die Inhalte, die im Lateinischen einen ausgebauten und manchmal schon konventionellen Ausdruck haben, auf eine jeweils angemessenere und vorbildhaftere Weise im Kroatischen wiederzugeben. So dichtet Marko Marulić auf Latein seine Davidias und auf Kroatisch seine Judita.
statt mit einer Invokation des Apollo und der Musen anzufangen, was Marulic als Dichter biblischer Themen demonstrativ ablehnte, beginnt er jeweils mit einer Invokation des biblischen Gottes. Also in Davidis memorare piges da incluta regis instituo, quis nunc dignas in carmina vires, suppeditet. Non syre de vertice rupis, descendes lauroque caput precinctus Apollo. Non nusse numen furiatamente lieus, fieri dumque corus. Quorum qui solus crederis autor, solus magne Deus, mihi am cantanda ministres. Das lateinische epische Gedicht ist in Hexametern verfasst. Das kroatische aber folgt einer Versform, die in der kroatischen Dichtung an jener Zeit schon üblich gewesen sein muss, nämlich dem dodekasyllabischen Metrum mit doppeltem Reim. Auch sonst kann man merken, dass sich Marulic anstrengt, dem kroatischen Gedicht klassische Inhalte, aber zugleich einen einheimischen Stil und Charakter einzuhauchen. Also Sie kennen es alle. Dike ter hvaljenja presveto juditi smirna njestorenja, hoću govoriti, und weiter. Udahni duh pravi, umni ljubav tvoja, da sobom ne travi veće pamet moja, bludeći ozoja s družbom starih poet, Boge štova koja, ki mi svid biše spet. Da ti snadasve svet, istini Bože moj, ti daješ slatko pet, vernim si ti pokoj. A ne skup trikrat troj divička okola, pridavši još u broj s kitarom Apola. In den beiden Gedichten verfährt Marulic auf ähnliche Weise. Er ruft himmlischen Beistand an, aber nicht denjenigen griechischer Götter, sondern den des biblischen Gottes. Im kroatischen Gedicht ist er expliziter. Er betet, dass sein Geist nicht mit den antiken Dichtern mütig umherirre und von ihren Göttern gefesselt werde, sondern dass Gott es ihm gönne, sein Thema schön zu besingen. Während er in der lateinischen Versen beim Ablehnen der heidnischen Götter seine Gelehrsamkeit durch die Anführung der Götternamen und durch Anspielungen zeigt, Tyre, Rupes, Nysse, Numen, Lyeus, Pierides, macht er in der kroatischen Versen eine familiäre Anspielung auf den Reigen junger Mädchen und fast einen Scherz mit Zahlen. 3 mal 3 tanzende Mädchen plus ein spielender Apollo. Diese schöpferische Freiheit und überraschende Unterscheidung zwischen dem Dichter auf Latein und auf Kroatisch soll uns nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir es auch im kroatischen Gedicht mit dem humanistischen Dichter zu tun haben, der die Invokation nach dem allgemeinen lateinischen Vorbild zum ersten Mal in die kroatische Dichtung und Sprache eingeführt hat. Das zweite Beispiel, die kirchenslawische Sprache gegenüber der Volkssprache Hrvatski. Die Beziehung zwischen der kirchenslawischen Sprache in der kroatischen glagolitischen Tradition und der kroatischen Volkssprache, so wie sie in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts schon stockavisch und dikavisch stilisiert wurde, können wir ein Beispiel nicht nur von Texten mit verwandtem Inhalt, sondern sogar an ein und denselben Text in verschiedenen Sprachversionen demonstrieren. Wir können als Beispiel den Text des Glaubensbekenntnis von Nikäa und Konstantinopel nehmen. Die glagolitische Version stammt von Georg aus Slawonien aus dem 14. Jahrhundert. Jetzt werde ich den Text nicht lesen, weil wir Zeit nicht haben. Aber die andere Version ist die von Bartol Kasich aus dem 17. Jahrhundert. Es ist doch sehr lehrreich, einen Blick noch auf die heutige offizielle Formulierung des Glaubensbekenntnisses aus Nikäa und Konstantinopel nach dem katholischen Katechismus der katholischen Kirche zu richten. Und da kann man merken, dass sie viel in kroatischer Übersetzung, dass sie viel mehr glagolitische Ausdrücke enthält als Kasic's Übersetzung. So finden wir in der heutigen Formulierung des Glaubensbekenntnisses
nicht Kašič's Ausdrücke, Boga istinoga, rođena, neučinjena, križu pribijen, još za nas pod Poncijom Pilatom mučen, i u duha svetoga gospodina, i oživećega, od život od vika prihodećega, sondern wir finden die Ausdrücke rođena, a ne stvorena, raspet pod Poncijem Pilatom, mučen, i u duha svetoga gospodina i životvorca, und život budućega vijeka. Und das entspricht viel besser den Ausdrücken von Georg aus Slawonien, rojen, a ne stvoren, mučen pri Pontašem Pilate, raspet, i u duha sveta gospoda životvorećago, od života budućago. Das heißt, dass sich in der heutigen kroatischen Standardsprache, besonders in den kirchlichen Texten, die kirchenslawische Basis, Slowinski, in größerem Maße bemerkbar macht als in der volkssprachlichen kroatischen Ausdrucksweise des 17. Jahrhunderts. Würden wir es nicht mit eigenen Augen sehen, so würden wir wahrscheinlich das Gegenteil erwarten. Dritter Beispiel, die kroatische Schriftsprache und die Sprache der mündlichen Literatur. Was die kroatische Literatursprache oder Schriftsprache, Sprache der mündlichen Literatur, der Sprache der mündlichen Literatur verdankt, offenbart sich am klarsten in jenen Perioden, in denen sich die Dichter am meisten von der Volksdichtung inspirieren ließen. In der Renaissance und in der Romantik. Als Beispiele können wir Đore Držić und Stanko Vraz nehmen. Das Gedicht von Đore Držić, Ljub me dušice mlađahta, jer sam jedini u majke, tičice moja hlađahta, želim tve liposti rajske. Und von Stanko Vraz das Gedicht, Ala je lijepa naša Anka, istina li je ili san, tresu se bori jela tanka, naviđajućoj struk tanan. Diese Gedichte sind keine Volksgedichte, aber ihr Ausdruck wäre wahrscheinlich dichterisch und sprachlich ohne die Tradition der oktosyllabischen mündlichen Dichtung unvorstellbar. Das zeigt sich bei Držić in den Ausdrücken jedini u majke, dušice, ptičice, ružice, jak jelin vode truđahan bježe u stranu pridhrti. Und bei Vraz mit den Ausdrücken tresu se bori jela tanka, zbor slavulja, roj metulja, cvjeta krasne ruže. Damit ist noch nichts darüber gesagt, was für Vorbilder Držić oder Vraz in der ihnen zeitgenössischen Renaissance-Dichtung beziehungsweise in der Romantik gehabt haben könnten, sondern nur darüber, wie sie diese Einflüsse über den Wortschatz und die Phraseologie der mündlichen kroatischen Literatur in die kroatische Sprache einbrachten. Schlussfolgerung. Anhand dieser Beispiele kann man mit eigenen Augen sehen und erkennen, wie das Vorbild der lateinischen Sprache und ihrer Kultur die kroatische Sprache beeinflusste, sie zur Erreichung der hohen Standards der lateinischen Sprache und Literatur herausforderte und auf ihre Syntax, Stilistik und nicht zuletzt auf die Entwicklung des Wortschatzes Einfluss ausgeübt hat. Aus ihrer Sicht betrachteten die gebildeten Kroaten ihre Sprache als Lingua Illyrica. Andererseits lässt sich an geeigneten Texten feststellen, dass die kirchenslawische Sprache in der kroatischen Redaktion als Basis und Rahmen für die Entwicklung der kroatischen Schriftsprache diente und dass ihre Anwesenheit auch in der heutigen kroatischen Sprache noch immer ganz erkennbar ist. Deshalb nannten die kroatischen Lexikographen die Schriftsprache, deren Wortschatz sie sammelten und darstellten, auf Kroatisch Jezik Slovinski oder Slovenski. Diese Schriftsprache, die dank der kyrillo-methodianischen Tradition auch wesentliche Werte der griechischen Terminologie, der christlichen Theologie und Philosophie aufwies, musste sich mit Anleihen am Wortschatz und an der Phraseologie der lebenden kroatischen Volkssprache, Hrvatski, anreichern, um sich zu befähigen, auch weltliche Themen zu bewältigen, eine Kunstdichtung zu entwickeln
und allerlei praktischen und wissenschaftlichen Zwecken zu dienen. Dabei wandelt es sich in einer immer stärker kroatisch geprägten Redaktion auch ihre Phonologie und Morphologie. Aber da die kroatische Volkssprache in verschiedenen Mundarten existierte, stilisierte sich diese Schriftsprache nach verschiedenen Vorbildern. Zuerst nach tscheikawischem, dann nach stokawischem und danach auch nach tscheikawischem Muster. Zuletzt, nämlich vom 17. bis 19. Jahrhundert, gewann nach der Zahl der Sprecher und nach dem Umfang der schriftlichen und literarischen Produktion die stokawische Mundart die Oberhand. Und so, dass die kroatische Standardsprache heute stokawisch oder neustokawisch stilisierte. Doch in tieferer Struktur trägt sie den Reichtum aller ihrer Mundarten und aller Perioden ihrer literarischen und sprachlichen Geschichte und drückt somit das Ganze der kroatischen Kultur aus. Die drei wichtigsten kulturellen Wurzeln der kroatischen Literatur und Standardsprache, die kroatische Volkssprache, Hrvatski, die kirchenslawische Sprache in der kroatischen Redaktion, Slovenski, und die lateinische Sprache als Erzieherin und Patron der Linguae Lyrica, sind die drei Hauptfäden, aus denen die kroatische Literatursprache geflochten ist. Sie bestimmen die wertigkeitsbezogene Identität der kroatischen Sprache. Ihre Synthese ist die moderne kroatische Standardsprache. Diese drei Komponenten machen die einzigartige wertigkeitsbezogene Identität der kroatischen Sprache aus, die sie als eine von allen sonst genetisch oder teilweise typologisch verwandten Sprachen als klar verschiedene Standardsprache unterscheidet. Dieses Fazit ist die Vorbedingung für eine freie Weiterentwicklung der kroatischen Sprache als eine autonomen Standardsprache mit, wie es Dalibor Božović sagen würde, elastischer Stabilität. So hat sich das von Radoslav Katičić vorgeschlagene Modell der zusammengesetzten Identität der Sprachen als angemessenes Instrument erwiesen, das aufgrund der wertigkeitsbezogenen Identität der Sprachen die Einzigartigkeit und Autonomie nicht nur der niederländischen, sondern auch der kroatischen Sprache zu begründen und zu beweisen vermag. Vielen Dank und Entschuldigung für die Länge meines Vortrags. Danke.